Bleib mir nicht auf der. Es gibt nur einen Mann, du weißt es. Also weißt du, du weißt Big Boss Entertainment. Big Boss Entertainment. Alle blicken auf mich, doch sie finden keinen Fehler. Applaus endlich später, all green wie ein Gärtner. In Dream bin ich Catcher. What's good, ladies and JDs? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Was geht ab hier? Special Guest, Erdo in the house, Homie. Und mein Gast von heute, der SMD. Merci für die Music. SMD, freut mich, dich kennenzulernen heute. Danke, Mann. Ja, Mann. Brothers sind rum. Stell dich mal kurz selber vor. Mein Name ist Samir Cedidi, ich mache unter dem Künstlernamen SMD Musik. Ich bin seit 2018 habe ich angefangen Musik veröffentlichen und ja, bin kontinuierlich dran. Nice. Warum SMD? Ich habe nicht gewusst, was ich so für einen Namen picken soll. Viel ist auch so ein bisschen, keine Ahnung, für mich ist viel schnell so ein bisschen cringe. Das heisst, irgendwie so Lil, weiss nicht was mitzunennen oder so. Das wäre nicht möglich für mich. Es ist echt von meinem Namen die erste Buchstabe, also es ist Samir Mohammed Cedidi und das ist immer der erste Buchstabe. Jahrgang und Herkunft? Jahrgang 1990, ja, 33 mittlerweile. Und Herkunft, meine Mom ist Schweiz-Französin und mein Vater ist Marokkaner. Seit wann machst du Musik? Musik habe ich früh angefangen. Ich habe mit 6,5, 7, so, man munkelt, man kann es nicht genau festlegen, aber Klavier spielen. Lang eigentlich bis 17 habe ich Unterricht genommen im Konzert Bern. So zuerst ein bisschen klassisch Musik mit Noten spielen und so. Und dann bin ich, nach 5, 6 Jahren habe ich Improvisation angefangen. Das heisst eigentlich nicht mehr mit Noten, wo das ein bisschen angeschissen hat. Und dann mit Improvisation, das heisst nur mit dem Gehör sozusagen. Das heisst, du hörst Songs und irgendwann, wenn du so lange Klavier spielst, erkennst du die Töne. Dann probierst du dann nachher zu spielen oder machst eben deine eigene Geschichte daraus. In diesem Moment schauen wir uns mal den ersten Videoclip für heute Abend an. Und zwar Ex-Benedict. Yeah. Yves, der Produzent, ist schon seit etwa 2 Jahren, habe ich jetzt eigentlich nur Beats von ihm. Kleine Anekdote zu Yves, wir sind zusammen in der Sanitärschule, wir waren in der gleichen Klasse. An dieser Stelle Shoutout an Yves. Ja, Yves ist der Yves ist krass, der Yves schickt mir jede Woche so 2, 3 Beats, immer noch. Und wir machen seit 2 Jahren eigentlich nur zusammen Sachen. Aufnahme tue ich beim Kevin Villar zu Bümplitz und zudem, das hat sein Bruder gedreht, das Video, der Raphael Villar. Und wir waren da in Luzern in einem Hotel, ich glaube, das heißt Schweizerhof. Ich weiß mehr, was es gekostet hat, weil das hat mehr geprägt. Ja, sind wir einen Tag, eine Nacht, so Pool und alles in der Suite gewesen und haben alles mitgenommen, was man mitnehmen kann für den Preis. Im wahrsten Sinne vom Wort, so Badtüchli und weiss nicht was alles. Und ja, das ist so ein bisschen die Story. Und es ist so, für mich, ist ein nice Song. Yeah. Das Leben trischt doch ab und zu wie eine Tombola. Nur Mama weiss, was ich auf dem Konto hab. Ex-Benedict Hollandaise auf dem Platz Spinat. Du triffst mich jeden Sonntagmorgen in Bellevue auf arrogante Art. Yeah, geboren worden, um an die Spitze zu kommen. Geld ist nicht alles, doch erleichtert das Gewissen schon. Bunte Schienen lassen sich rollen mit einem Gummiband. Aus dem Hellgate, heute bin ich self-made, buntes Land. Kaschmirstoff in der Farbe von Diana Born. Brauch kein Masseltopf zum King werden, Aragon. Yeah, und für euch alle soll es Licht brennen. Und mit allen meine ich auch die, wo wir nichts gönnen. Schwiegermamas Favorite. Niemals eine Playlist pick, doch bin ich mal mit Ben ab on stage, gibt's ein Major Gig. Yeah, was kostet die Welt, du gibt's eine Garantie. Data Raja, inshallah sehen wir uns im Paradies. Ich platze Träume und kill auf Balance. Doch Mama weiss, dass ich immer dran bleib. Sie zahlen Songwriting mit stundenlang. Du bist kein Teil von der Verhandlung. Weil ich selber sag, was bei mir läuft, bin ich auf meinem Weg, Besitzer steht. Ohne Stacks am Haus hängt richtiges Gold. Ihr seid unterwegs, seid richtig gut. Nice. Yeah. Ich muss einfach mal sagen, brutal. Ja man, nice. Wie viele Projekte hast du momentan offiziell draussen? Also sprich EP, Album, Mixtapes? Ich weiß nicht, Songs weiß ich nicht, wie viel es sind. Ich würde sagen zwischen 30 und 40. 30 und 40. So. Würde ich jetzt mal sagen, ja. Sehr musikalisch unterwegs. Wer hat dich so inspiriert, dass du so auf dem Style bist, wie du heute bist? Es kommt darauf an, für was für Musik so. Also so für Rap auf jeden Fall Bushido so. Ich gerne musikalische Musik, keine Ahnung, aber ich habe gerne so
gute Texte und so Doppeldeutigkeit und echt so mehrsilbige Rhymes und so. Ja, voll. Ich schaue es echt so für das Ganze an, aber so ein bisschen Bushido ist schon so, also ist mein Lieblingsact so. Oh, Luce. Ja, Luce ist ein super Restaurant in Bern so. Aber ja, keine Ahnung, ich habe viel Zeit dort verbracht. Ich habe so einen Song bekommen und dann habe ich den geschrieben und ich habe ein Restaurant Luce genannt und habe den Clip dort gedreht. Und zu dem Song gab es eine andere Story, aber die erzähle ich erst dann, wenn sie den Clip schauen. Nachher. Und dann sagst du mir auch, wie sie es erzählen, oder? Okay? Also, okay. Machen wir so. Deal. Sie will kein Euro und alle Franken Pesos haben zum Rockzeit von Swannen. Sommerliche Brise weiter slutschen. Beim dritten Gang immer Doppio oder Espresso. Bin auf der Suche nach der Songidee. Sidechicks sehen mich sitzen und sie gründen das Komitee. Augen funkeln wie der Mondschein in deinem Rotweinglas. Und Schweiz Rapper haben nur beim Mund voll in die Tasche alle Kerch. Das Junge bricht, weil das Rap-Ding interessiert sie nicht. John Stier, ein Liebeslied, zeigt Sweetness. Und immer wenn ich dich versteinert sich die Blick. Du bist ich auf die Lips und sagst, ich bin die Schwachpunkt. Die Stirne gibt mir Bridge. Mit den Fingern nur mehr Hits. Kein Side-Home, I roll Mut, wenn sie nicht klar kommt. Und immer wenn ich dich versteinert sich die Blick. Du bist ich auf die Lips und sagst, ich bin die Schwachpunkt. Die Stirne gibt mir Bridge. Mit den Fingern nur mehr Hits. Kein Side-Home, I roll Mut, wenn sie nicht klar kommt. Und immer wenn ich dich versteinert sich die Blick. Du bist ich auf die Lips und sagst, ich bin die Schwachpunkt. Die Stirne gibt mir Bridge. No, ich muss sagen, musikalisch, man, hure gut, so, aber vor allem, mir ist aufgefallen, es ist wirklich so ohne Audio-Tune, wenn ich mich nicht irre, gell? Ja, jetzt am Song ist gerade. Ja, Songs mit Autotune so, aber da ist jetzt kein. Sehr schön, Bro. Der Beat ist ganz geil. Ja, Mit krank. Gitarre, Ich- man. aber Ich sehr liebe, schön. ich liebe so Zeug. Du warst Das ist mit einfach Colin, wenn du schon mein. einen Beat Das ist geil. gibst. Ja, hast du sonst noch Background-Story zu dem? Was hast du noch erzählen? Oder? Ja, also es hat, auf den Song hat unbedingt, ich sage jetzt nicht, lass sie, scheißegal. Du hast gesagt, ich kann alles sagen so, ne? Du bist viel. Ich weiß, du bist korrekt. Aber nein, auf den Song, das war lustig, ich habe den Song fertig gemacht an einer Künstlergeschichte in der Schweiz, die sehr erfolgreich ist. Ne? Und mit dem Künstler hätte ich schon das ein oder andere Mal abgemacht, so für einen Song zu machen. Es ist nie zustande gekommen, so. Nicht von meiner Seite so, aber ich verstehe auch. Und dann hat er unbedingt auf den Song wollen. Und ich habe dann dort für mich gesagt, nein, ich lasse ihn nicht auf den Song. Und seitdem ist Kontakt gefroren. Oh, schade. Aber ja, es gibt ja sehr viele talentierte Künstler da draußen, sage ich jetzt mal. Ja, fix. Weißt, das habe ich selber auch gemerkt. Jetzt hast du gedacht, es gibt nur ein paar. Aber sobald du dann einen, zwei, drei kennenlernst, weißt du, das ist wie ein Netz, wenn jeden Mittwoch einen neuen, dann stellt mir wieder einen anderen vor. Und so. Ja, Ich ja. wirklich so jede Woche finde ich zwei, drei krass, die ich kann sagen, okay. Also hier in der Schweiz oder auch? Ja, Schweiz allgemein. Ja. So, aber eben viel Underground halt auch. Yes, sir. Aufnahmestudio, wo nimmst du das Zeug auf? Jetzt eben seit ein paar Jahren beim Kevin Villar, dort zu Bümplis. Vielleicht kennt ihr Venezia, Restaurant Umut. Dort nebendran ist gerade super. Es ist eigentlich der beste Kebabladen, den ich kenne. So. Und das Studio ist gerade nebendran, dort nehme ich auf. Und dann habe ich bei verschiedenen Leuten schon aufgenommen. Ja. Früher beim Ben Müllenthaler, dann beim One Life Studio, dort zu Grenchen. Ja, voll. Genau, und ja. Yes. One Live Studio. Label, bist du in einem Label? Nein, ich bin wirklich kein Labelvertrag. Nachher, beim nächsten Clip, den wir anschauen, sprichst du so eine Line von Coca-Cola. Bist du mit Coca-Cola gesponsert oder so? Also ja, ich habe den Musikpreis gewonnen von Coca-Cola, den Nachwuchspreis. Und nachher bist du automatisch ein Jahr so bei ihnen, bis der nächste kommt. Ja. Sehr gut. Yes. Ja, erzähl mal ein bisschen mehr von dem Content. Ja, also ich habe 2017 habe ich so angefangen Songs geschrieben, so auf Mundart. Warum habe ich angefangen? Weil ich bin eben so ein Deutschrap-Fan und Deutschrap läuft ja immer noch und auch schon damals, so 2017, hat es so mega Boom gegeben, 18. Und ich habe mich immer gefragt, warum die Charten hier auch auf dem 1, auf dem 2, Alben, Singles, weiß nicht was alles. Und dann habe ich mich immer gefragt, wieso ist es nicht möglich mit Mundart so die Musik zu machen, ne? Oder so erfolgreich zu sein.
Und dann habe ich echt gedacht, okay, ich probiere Songs zu machen, die auch so von Attitude eigentlich nicht schweizerisch sind. So, mein Kriterium war immer, wenn du im Auto kannst hören, so mit offenen Fenstern, ist eigentlich ein guter Song. So, schämst dich nicht für irgendetwas. Und nachher bin ich so an die Songs gegangen und dann bin ich aufgenommen in London bei den Sound Brothers. Geil. Yes, hat mir auch eine gute Investition gekostet, so, aber das war echt so mein Traum. So. Ich wusste, es ist nicht scheiße. So. No? Also ich habe gut Geld rein da. Ich glaube, es noch nie mehr Geld rein da als in Musik natürlich. Aber auch schon damals. Und bin auf London gegangen, 3 Tage, habe 6 Songs aufgenommen, davon etwa 4 dort geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, es läuft, weißt du, und das kommt cool. Und sie haben auch Freude. Und das sind auch Produzenten in London, die zwar aus der Schweiz kommen, aber sie müssen jetzt nicht für irgendwie, weiß ich auch nicht, so für 5000 Franken irgendwie sich 3 Tage mit jemandem vergnügen. Weißt du, sie binnen, der ist gelaufen. Und nachher, ja, dann sind wir zurück in die Schweiz und dann habe ich noch 4 Songs hier gemacht. Sie sind auch mal zurückgekommen. Auch bei den Sound Brothers. Und dann mit dem einen Song habe ich dann eben den Coca-Cola-Preis gewonnen. Hast du dann gewonnen, glaube ich, 50k hast du dann gewonnen. Das sieht man auch schön im nächsten Videoclip, erklärst du so ziemlich gut, so wie deine Raps, so, also kurz und bündig mit den Lines. Ich glaube, die Frage, die so ein bisschen mehr oder weniger alle interessiert, und vor allem auch mich, was hast du gemacht mit den 50k, Mann? Also ich hätte einen Rolex gekauft, wäre ein bisschen das Auto gekauft, oder weißt du was, ich wäre in Brasilien und hätte dort ein paar Immobilien gekauft mit dem Geld. Ja. Aber du bekommst eigentlich nicht 50'000 aufs Konto, du bekommst 30'000. Und 20'000 bekommst du wirklich überwiesen. So. Okay. Und mit 20'000 haben wir unsere Jugendsünde so ein bisschen getilgt, indem dass wir auch die eine oder andere Rechnung noch gezahlt haben, ich sage ehrlich so. Ja. Ja. Und dann haben wir sicher auch Sachen gekauft, also das ist ja natürlich auch längstens weg. Und die 30'000 sind so ein bisschen in Musik gelaufen. Ist das dann so geregelt? Geben sie dir vor, für was das Geld Die Musik? Ja. Ist das so frei überlassen, weißt du, so Studio? Ich kann überlegen, was ich sage. Ja, Schnell. Mach schnell eine Szene. wir machen eine kurze Pause, Moment, Jay. Nein, es ist schon eigentlich auch frei natürlich so, die empfehlen dir Sachen. Also, Aber wenn du dran bist und eben auch begründest, für was du das Geld brauchst und so. Also bei mir war es auch easy gewesen, so, ja, Studiokosten können zahlen, das ist das Wichtige. ja, das ist aber echt. Clips können zahlen. Man meint so 50'000 Spiel, aber Bro, Nein, wenn du 1000 zahlst oder über 2000 für einen guten Videoclip, dann stell dir vor, du machst 10 Videoclips, du hast schon 10'000 Stutz ausgegeben. Aber so läuft es ja, weißt du, wenn du irgendwo, wegen dem vorher bist du bei einem Label. Ja, nein, für was? Du bekommst einen Vorschuss. Und dann, je nachdem, wenn du mega etabliert bist, ist natürlich mehr so, aber du musst nicht vergessen, es ist ein Vorschuss. Aber Und du musst es reinspielen und mit dem Vorschuss musst du dann gewisse Sachen auch abgeben, so wie Videos. Also sie sagen dir, okay, weiss doch nicht, 15 Songs, 4 Videos. ja, Und dann kannst du auch keinen Schrott liefern, wenn du bei einem Klar, Label bist. klar, klar. Wegen dem, so Label braucht es nicht. So. Schau Künstler wie Kollegen, Bushido, glaubst du, über iGroove. Weißt du so? Wir laden auch über iGroove auf. ja, voll. Doppelke auf dem Kurz, ich bin Ghetto Gourmet. Ja, Sally. Schiebetöne. Was hast du für ein Auto? Ein 3er Kombi? Ja, am 11. habe ich einen Termin frei. Doppelke auf dem Kurz, ich bin Ghetto Gourmet. Ey. So viel Sorten, welchen Geschmack habe ich heute in meinem Tee? Auf meinem Teller gibt's Beef. Genau, ja, 1 Stunde geht's, 10 Jahre Garantie. Also, machen wir. Schickst mir das. Merci, schönen Abend noch. Ciao, ciao. Oh, Ghetto, was? Welches Ghetto? Hier in der Schweiz haben wir kein Ghetto. Was läuft mit dir, Mann? Nein, ich übe für mein neues Album. Das heisst Was Ghetto für ein Gourmet. Album, Kollege, Ghetto Mann. Gourmet, mein neues Album. Ja und? Bringt dir das Geld? Dein Rap-Dings, Bums, das? Oder bringt dir das Geld, was du bei mir schaffst? Verdienst du mit dem dein Brot oder mit den Liedern? Mit dem verdiene ich mein Brot. Ja, also dann mach, du weißt, ich bin im Stress, ich muss näher gehen. Aber du hast immer gesagt, du findest die Musik gut und ich soll weitermachen. Jetzt habe ich gedacht, ich mache das gleichzeitig. Ich weiss, mach deine Musik, wenn ich nicht so Stress habe, du weißt ja nichts dagegen, aber jetzt bin ich im Stress, mach's nach der Arbeitszeit, wenn ich nicht da bin oder was auch immer, aber Arbeit muss gemacht werden einfach. Mach's bitte und stress mich nicht. Ich habe Ich nicht muss gedacht, gehen. dass du so ein Nichtsgönner bist. Ich Ohne gönne Witz. es jedem, du weißt es haargenau, aber Ja. mach's einfach, wenn ich nicht im Stress bin oder nicht da bin. Jawohl, Chef. Ey,
Ich hab träumt von Leuten treffen mit Stift, Brudi. Doch ich hab gefickt und nach meinem ersten Gig 50.000. Ich komm von nichts an zu Verkäufer, sie im Globus. Labels an meinem Handy, geben 5-stellig Vorschuss. Dank Allah, denn ich bin niemandem etwas schuldig. Alles gesetzt, jeder Menti wird zum Sonntag. Hype ist real, doch ich bleib, wenn ich immer bin. Bin ab jetzt gesagt, wenn ich zu lieb bin, der linke See. Ich lass niemand an mein Business dran. Bleiben mir treu, weil ich jede Schlampe ficken kann. Was weißt du schon, vom nächtelang wach sein? Nicht mehr fressen, wo ich alles für einen Takt gebe. Wir können trennen, weil ich es immer noch nicht fassen kann. Man nie wie damals, doch heute ohne Waffen, bra. Sie haben mir prophezeit, dass ich es auf See schaffe. Mama weiss, Coca-Cola hat mich Fan gemacht. Je tout pour vous, tous les jours. Et si je souffre pour vous. Prie à genoux tous les nuits et tous les jours. Mon ami, on y va où, Habibi, on est lourd. Je tout pour vous, tous les jours. Et si je souffre pour vous. Prie à genoux tous les nuits et tous les jours. Mon ami, on y va où, Habibi, on est lourd. Was hast du noch für Hobbys? Sonst, neben Musik, also ich spiele gerne Klavier, das ist schon Musik. So, Ja, ich mache auch so gerne so Gesangsdinger. So, das ist auch ein Hobby. Also ich brauche viel Zeit für das. Ich bin gerne daheim, ich gehe ab und zu noch ein bisschen ins Gym, nicht mehr so viel wie früher. Und sonst bin ich eigentlich so ein bisschen hobbylos. Ja, sind wir Aber alle. mich siehst nicht so Ausgang, mich siehst nicht, also seit Jahren nicht so. Was hast du auch für versteckte Talente? Sonst noch? Mhm. Ja, ich bin Koch, ich bin gelernter Koch, so, also ich kann kochen. Das ist so ein kleines Talent. Rap Witness Day, bald der Nationalviertag. Ja. Ja. Jeden Mittwoch, 4 Tage frei. Aber ja, schlechte Nachricht, das vielleicht ist das Schlechte für andere, das Schlechte für mich ist dann eine gute Nachricht. Und zwar mache ich den Rap Witness Day nur noch jeden zweiten Mittwoch. Also das heisst, es wird ein bisschen seltener. Da kann ich auch ein bisschen ausatmen, vor allem, wo es ist schon ein bisschen stressig so jede Woche. Ja. Wieder so den nächsten vorbereiten, dann das Video schneiden und so. Ja. Und auch für 2 Wochen habe ich chillige Zeit, wo ich arbeite. Natürlich Du bist doch auch- ein bisschen rar, weißt du? So? Ja, Das ist voll. nicht jede Woche, also man freut sich. Aber für den Start war es sicher gut, gewesen, dass wir das jeden Mittwoch haben gemacht haben. Weiter geht's. Was kann man noch in Zukunft von dir erwarten, musikalisch? Ja, ich mache wieder mehr Musik, ich bin so eine Zeit lang nicht so, also das ist noch nie gewesen, seit 2017. Ich glaube, in den letzten 6 Monaten vielleicht nur einen Song aufgenommen. So, auch begründet, aber ja. Jetzt bin ich wieder zurück. Ja. Wie sieht es aus mit Konzerten? Ich kann mich noch erinnern, du hast mal ein Konzert gehabt, wo glaube ich Assad war. Und dann bin ich aber auch gewesen, dann, Ja. das ist Bio, glaube ich. Nein, Solothurn schon. Oder Solothurn. Ja, Grenke, vis-à-vis von Grenke, One Live auch. Studios. Genau. Ja, mit Azad dann. Ja, Genau, schon. dann bin ich auch dort. Ja. gewesen. Ja. Dann haben die auch gesehen. Und hast du sonst noch fließige Konzerte? oder so? Nein, nicht so, also wirklich nicht so fließig. Mit dem Konzert ist es so eine kleine Sache. Ich glaube, das ist überall so, aber ich rede jetzt echt mal von der Schweiz so, aber ich weiß es so von Deutschland. Dass du, eben, wenn du bei keinem Label bist und so eigentlich, oder Vitamin B hast, dann ist es so ein bisschen schwer, Auftritte zu bekommen. Aber eben nochmal, mein Ding ist so ein bisschen mehr Song, ich bin ein bisschen mehr Studiomensch so. Was man vielleicht von mir nicht denkt, so, aber ich habe Mühe auf einer Bühne. Nicht Mühe, so, ich mache es, ich habe es ja auch gemacht. Für Schulen, ich habe Schulfeste gespielt, ich habe eben mit Azad gespielt, ich habe mit Nimo gespielt im Karma. Ich habe schon ein Konzert gehabt, so, wenn ich mich daran setzen zum haben, würde ich auch haben. So. Aber ich habe nicht so Zeit. Ja. Ich schreibe am Wochenende echt gerne Songs auf, vom Montag bis Freitag arbeite ich. So. Ja, und wie sieht es aus mit Basketballspielen, so Oh, sportmäßig? Ja, Basket habe ich lange gespielt. Ich habe mit 8, ich glaube, das 1 Jahr geshootet, von 7 bis 18, dann habe ich Basket gespielt wie mein Bruder. Eigentlich alles gemacht wie mein Bruder, so, als Kind. Aber ich habe dann auch lange gespielt, so bis ich 17 und 19. Und habe es dann, wo ich Kochlehrer angefangen so ein bisschen lassen. Wir haben im Tessin aufgenommen mit Jay von Loyal Music. Das ist auch ganz gut, der Clip ist krass, der Song ist auch gut. Es ist so ein Ton, den du immer hören kannst, so, er ist nicht old cool, es ist, ja genau. Voll Zeit. Laufen, Jordans, Cartier, steht mir, Säcke, Hater, ich bin Kaiser, keine Sorge, Verbix, Paper, Stories, Taylor, Promis, Data, Laufen, Jordans, Cartier, steht mir, Säcke, Hater, ich bin Kaiser, keine Sorge, Verbix, Paper, Stories, Taylor, Promis, Data. SMD, Bestseller, Songwriter, Mundschrift, brauche Kusch, Push, bring schneller, ich will Luxus forever, ey. Dette Bitch mit Modelmaß, du bist
Bitches mit Stopp und Bart. Flop an ich kennen kann. Data auch aus der Tele Next Level Text, Sender Independent, Motherfucker. Schieber schlaflos über die Nacht, die ganze Stadt kennt's. Drama, Pretty Boy, Aura, welche Bitch kennt mein Zimmer nicht. Sie wird zum Songwriter, wenn ich ihren Finger gebe. Peach Baby, ich date die Nobel, allein komm, brauche Begleitung zum Thron, wo du sagst, komm, wie ein Kapital-Song, nur eine Frage für Zeit und in welchem Jargon. Stimm, ist da Flow, ist da außer Konkurrenz. SMT, best Act mit dem best Produzent. Jordan, Yes, wir sind zurück. Es ist so ein geiler Ohrwurm, Bro, muss ich sagen. ist gut gekommen. Einer von meinen Favoriten. Der Jordan, Ja, okay. Beat, auch zusammen, so wirklich fresh. All-time favorite. Thanks. Ja, man, Shoutout geht raus. Soziale Medien, wo bist du am stärksten vertreten? Nie. In den engen Freunden. Enge Freunde-Stories auf Nein, Instagram. keine Ahnung. Ja, wenn schon, dann schon auf Insta. Jetzt klipp vernachlässigt. Wo wir mir gesagt haben, ich will nicht so Sachen posten, weißt du? Jetzt, Keine Ahnung, wir schaffen so. Wir müssen nicht lügen, weißt du, so, ich muss nicht posten irgendwie. Weißt du, es gibt ja die einfach so tun, als würden sie von dem leben. Ja, aber du kennst ja das Instagram-Phänomen. Jeder zeigt nur die gute Seite vom Leben. jeden Jeder Fall. postet seine Probleme. Auf jeden Fall. weiter geht's mit Feeds. Mit wem hast du als Feeds? Feeds habe ich rar gehalten. Ich habe mit der ist auch Samir von Zürich, ZH Beats, vielleicht sagt ihr das etwas. Das ist eigentlich euer Produzent, aber mit dem habe ich einen Song gemacht. Und nachher habe ich vielleicht 2 Feeds gemacht, aber es ist nicht so. Ja. Overtime ist einer von meinen Lieblingssongs. Warum? Es ist eigentlich ein Sex-Song so. Ja, kann man sagen. Haram. Eigentlich, grundsätzlich schon, aber es ist auf eine, ich finde es echt für Mundart, sowieso so einen Song zu machen. Was kennst du für Sex-Songs? So wie von Florian Ast. Weißt du, so ganz primitiv. Ja, echt so Schmutz. Aber Look läuft, okay? Und Overtime ist schon im Radio, weißt du so. Aber das ist jetzt für mich echt so ein Song, wo man könnte, also wenn der Florian Ast hast gespielt, das spielt schon Overtime, finde ich so. Bro, wenn der Aber ja. Florian Ast hast abgespielt, dann hast Ja, dann kannst du eigentlich löschen, ja. Aber Aber egal. Nein, aber das und nachher haben wir es Solothurn gedreht, in der Villa, guter Model. Darf ich etwas sagen? Ja, ich glaube, es war das beste Model gewesen, ever, in den Videoclips. Ja. Das kann ich auch bestätigen. Ja. Also, ich glaube, ja, bis jetzt Ja, fix. optisch. Und es ist ästhetisch, weißt du, so, und es ist so gut gefilmt von Isa, muss man sagen. Es ist ästhetisch, es ist nicht billig, die Lyrics sind gut, die Kopfstimme wieder, so ein bisschen ohne Autotune und so. Es ist wirklich nice. Ja. Ich lauf durch die Straße, meine Stimmung ist ein Wechselbad. Alles grau, ja, seit Tagen, ein schlechter Tag. Trage Shirts und Oversize, so wie Obelix. Hab mit Daumen gerechnet, ausser mit dem Augenblick. Mir wird heiß und sie mir Zeichen mit Blicken schickt. Im Versace Kleid, ihre Arsch wie ein Pfirsich sitzt. Kopfkino, stell mir vor, wie sie neben mir liegt. Amüsbusch, süß gespritzt, ja, Favorit. Nach dem Smalltalk skippe ich auf Netflix, ja. Yeah. Und sie rutscht zu mir im luftigen Negligé. Die Aura majestätisch, meine Anse hat sich breiter gemacht. Baby ist ein Tropfen, so wie Kerzenwachs. Always slow-mo, high definition. Sie geht Blowjob, ich sip Mojo und bleib cool wie der Winter. Für mich GoPro, sie ich bin nice mit den Finger von meinem Haus. So wie Ringer, 41 Grad in unserem Zimmer. Wir sind schon overtime, Baby hat Model Size. Bits random Vibes, Gesicht fix wie Katie Price. Das ist kein One-Night-Stand. Stellt euch Fragen, Chat. Stellt euch Fragen im SMD. Let's go, Chat. Wir sind schon overtime, Baby hat Model Size. Bits random Vibes, Gesicht fix wie Katie Price. Das ist kein One-Night-Stand. Sie kommt am Morgen an, Blick ist morgenrot und sie unsere Sorgen lässt. Alles 4K, ich sag, dass ich Gefühl habe, wenn ich jetzt in nichts da. Zärtlich ihren Umgang, spür es Schnuff an meinem Haus, Bae. Ist eine Schönheit wie Medusa vor dem Fall. Deine Hände spür ich sanft, wenn du meinen Rücken berührst. Dein String ist aus Samt und deine Haare schmecken süß. Dein Herz pocht immer schneller, drück schnell in meine Haut. Alles heiß und wenn wir eins sind, dann eins und zwar laut.
Sie geht auf Knie über die Box, laut Travis Scott. Elle parle français, ohne dass sie etwas sagen will. Drück auf Rack, solange ich Bilder in meinem Kopf hab. Nicht Animus, doch ich bleib liegen auf dem Sofa. Alles Slow-Mo, High Definition. Sie geht Blowjob, ich sip Mojo und bleib cool wie der Winter. Für mich GoPro, sie ich bin nice mit den Finger von meinem Haus. So wie Ringer, 41 Grad ist ein Zimmer. Wir sind schon overtime, Baby hat Model Size. Bits Rihanna Vibes, Gesicht fix wie Katie Price. Das ist kein One-Night-Stand, sie kommt am Morgen ab. Blick ins Morgenrot und sie unsere Sorgen los. Wir sind schon overtime, Baby hat Model Size. Bits Rihanna Vibes, Gesicht fix wie Katie Price. Das ist kein One-Night-Stand, sie kommt am Morgen ab. Blick ins Morgenrot und sie unsere Sorgen los. Was good? Lucy. Luan und Musa. Luan und Musa. Shoutout an Luan und Ja. Musa. One Life Studio. One Life Studio. Brutale Beat. Ja, ich habe mir das ja aufgeschrieben, Bro. Louis und Musa. Ja. Wenn der nächste Song droppt. Ich glaube so Mitte September. Schau, einer hat geschrieben, Feed mit Deutschen. Mit Deutschen? Ja, kann schon sein, ja. Moneyboy. Moneyboy würde ich eher nicht. Ich würde, was niemand würde denken, ich würde, glaube wenn ich jetzt gerade auswählen könnte, also wenn es realistisch oder unrealistisch? Tilo. Auf jeden Fall. Tilo. Die wird gut passen. passen. Zum Style würde ich sagen, so Deutschrapper, wie heißt der? Kianusch. Janusz? Ja, schon so musikalisch. Ja, aber der denkt, und der flach ist und flowtechnisch so. und weißt Der denkt du. Ja, ich schwöre, das ist Nein. nicht das andere. Ja. Was sie denken, das ist nicht wirklich so das andere. Nein, ich würde, wenn es jemand wäre, der realistisch wäre, dann würde ich Michael O. So ohne Geld, weißt du, so und zahlen und so. Was schade ist, dass er so vom Charakter komisch ist, der Manuel, sonst wäre er auch einer der krassesten. Ja. Darum so mit Gesangsstimme und so würde gut passen. Er kann wirklich, der hat eine hure schöne Stimme. Er ist echt eigentlich ein brutaler Künstler, aber Ja, in einem falschen Mindset. Und ja, und unrealistisch, so wenn ich auswählen wäre Shindy Bushido. So. Yes. Seid ihr ready, Ladies and Gentlemen, für Fun-Fragen? Ja, Mann, let's go. Tupac oder Biggie? Tupac, aber ich habe beides nicht so krass. Lieblingspaar Schuhe ever? Jordan sicher. Welcher? Einer. Top 3 Rapper ever? Oh, Top-Rapper für mich nicht wegen technisch, echt so Lieblingsrapper, Bushido, Shindy und Farid Bang. Lieblingsjahreszeit? Winter. Wenn ich morgen aufstehe, denke ich als erstes an Europa. let's go. LeBron James oder Kobe Bryant? Kobe Bryant. Money Matte oder Gölle? Money Matter. Kalt oder warm? Kalt. Arsch oder Tinte? Gesicht. Weed oder Alk? Wenn schon, dann schon bitte. Mein Name Zebele. Mein Name ist SMD und EB. 1,91 Meter groß. Wenn du mit einem Künstler kannst zusammen arbeiten, tot oder lebendig, wäre das Mit jemandem lebendigen Tom Jones. Tom Jones. Ja. Was ist das für ein? Sänger. Was macht er für Musik? Ja, das ist so älter, der macht so das 80er, 90er auch so soulmäßig und so. Ich finde echt so Soul und so Männerstimmen, so, die auch Kopfstimmen haben und so. Ich finde so, das ist das Krasseste. Ja, okay. Genau, an dieser Stelle schauen wir uns den nächsten Videoclip an und dann geht es weiter mit den Fanfragen und dann wäre es eigentlich schon gewesen. Kurz und bündig, wir sind schon fast über eine Stunde, etwas über eine Stunde dran. Schon. Mhm. Krass. Der nächste heisst Tut ma wie, produced by Louis. Er steht noch eine Background Story. Das ist auch wieder One Life Studio, das ist so ein Free-Track. Der ist glaube ich nicht einmal auf Spotify, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das ist echt so ein Song, also das ist jetzt nicht, ich habe so viele Songs eigentlich gemacht und echt viele Songs rausgekommen. So. Yes. Manchmal so alle 2-3 Wochen und so, das ist jetzt echt einer davon. So. Ist jetzt nicht weltbewegend, aber echt so Lyrics und so, ich echt so gerne Punchlines und so. Und wenn man auf das so, also wenn man das gerne hat, so auch ein bisschen, eben so ein bisschen freche Wörter oder mehrdeutige Sachen, dann ist das schon auch cool. So. Yeah, flow sets on point, Halleluja, side chick, pussy, Maracuja, sie macht aus, Kama, Sutra, Puff Puff, All Green, Taba, Luca, flow sets on point, Halleluja, side chick, pussy, Maracuja, sie macht aus, Kama, Sutra, Puff Puff, All Green, Ich lauf mit breiter Brust der Weg entlang, vorbestimmter Wertegang und optimiere jetzt meine
Fähigkeiten zum Nachher-Programm. Schweiz Rap fickt wack, begot die Pisso-Strophe, wo der Lied findet. Und dass du mich kopierst, macht uns noch lang nicht zu Zwillingen, ey. So viel Wörter im Kopf, ich könnte nur liefern 24/7. Nichts ist vergänglich, tötet mich doch alles wird bleiben. Auch wenn ich stirb, ich Shahada, bevor ich Haram gass. Mit Mohammed, Hauba, Araber. Geht mich glauben an, ja ich glaube dran, weil nur Mama und Allah vertrauen kann. Du hast Drip mit Bitch, du bist Fan von dir selber. Ich geb dir ein Big Tip, jetzt wird sick, leg ein Seil um mein Haus und spring von dem Geländer. Wer will testen, Mannschaft immer parat. Meine Neffen U12, doch tragen 18 Karat. Ladies and Gents, weiter geht's. Lieblings-Superheld? Lieblings-Superheld ist, glaube ich, Batman. Warum? Ich habe früher als Kind so ja cool gefunden, sein Kostüm so. Ja, er ist ein Motherfucker, ist ja dem, was er tut. Ich weiß nicht, das ist mir am meisten geblieben. So. Ja. GTA 5 oder Fortnite? GTA 5. Warum? Wo ich Fortnite gar nicht spiele. Und ich bin auch schlecht in so Baller-Games. Frage ich jetzt mal warum. Ja. Fortnite. Das wird der Spiel von meinem Charakter, der als Pazifist gilt. Und ich bin lieber so ein bisschen im Sportgame, so FIFA. Ja. Genau. Mahatma Samir. Das passt. Mahatma Gandhi. Lieblingssportler? Lieblingssportler ever? Kobe Bryant. Deutscher Rap oder Schweizer Rap? Deutsch. Sprite oder Cola? Cola. Ja klar gewesen. Lieblingsschauspieler? Clint Eastwood. Du musst dir das Wort auf die Stirn tätowieren und das Wort wäre? Lost. Laut. Nein. Lieblings-Superkraft? Telepathie? So, ich bin fertig, aber wir machen jetzt den Special Guest. Ihr kennt ihn ja gut und so. Yes. Der Erdo darf jetzt dir noch 3 Fragen stellen. Oh, okay. Oh mein Ist es Gott. abgemacht gewesen? Nein. Okay, nice. Das wird aber nicht Twitch Oh, das, konform. ja, das, Ja, es muss schon ein bisschen Twitch-konform sein. So, für die 11 Leute, die noch da sind. das kann Leute in den Engpass führen. Aber was soll ich sagen? Oh. Erste Frage durch. Das ist auch gegangen, aber ist gut. Also, die nächste Frage. Scheiße. Du fragst mich, du weißt alles. Ich bin mir gerade am überlegen, was kann die Frage, die für die Leute vielleicht interessant ist zu wissen. Ja. So. Nein, ich kann nicht. Alle Fragen, die wir gesehen haben, sehe ich im Film. Shit. Hast du vielleicht Vorstellen. Überlegungen? Ehrlich gesagt nicht, Bro. Das können wir mal, die Frage können wir uns mal nicht hier auf Twitch, sondern vielleicht in einer Discord-Runde, in einem Call. So, ich würde Können wir auch machen. Oder wir schauen den nächsten Clip, du überlegst dir in dieser Zeit. Viele Leute sagen, das ist der beste Song so. Wo er ist gar nicht Rap, er ist so Topic. Ich habe das auch gerade gemacht, nachdem dass ich den Preis gewonnen habe beim Band. Und es ist halt so eine, ja, die Lyrics sagen alles, so Song. Keine Ahnung, so, ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der so Sinn im Leben sucht, so gar nicht eigentlich so. Aber ich habe mir so gesagt, ich kann alles schreiben. Okay? So, ich probiere mir jede Gefühlslage, die ich es mal nicht erlebt habe, so reinzuversetzen. So. Und ich einfach das für mich, so, ich kann darüber alle Themen einen Song schreiben. Wenn du willst, so, ich kann darüber alle Themen einen Song schreiben, finde ich. Und das ist halt so ein Song. Es wird schon dunkel, stehen im Zimmer noch spät. Fühl keine Liebe für niemand, stehen wir selber im Weg. Alles so stressig, jeder Kampf eine Verletzung. Find keinen Frieden in der Seele, fühl keine Liebe für niemand. Bleibe sitz auf meinem Sofa, alles schießt mich zum Tod. Ich könnte jetzt rennen, nein, mach so nicht. Fühl keine Liebe für niemand, all das Geld für zu kriegen. Und ich weiss, die Luft wird langsam dünn. Etwas erschaffen, probier es, alles setzen, riskier es. Spür den Druck auf meinem Weg durch die Welt. Fühl keine Liebe für niemand, seh's selten noch lichter. In meinem Herzen nur ein Mieter, pack der Schmerz in die Lieder. Fühl keine Liebe für niemand, auf meinem Weg bin ich Krieger. In meinem Herzen nur ein Mieter, hör keine Liebe für niemand. Das ist es Hell, ich hab Puff mit der Welt. Sie geben Schuss auf Befehl, Bluttropfen voll, sieht Zeichen an Wand. Fühl keine Liebe für niemand, es fällt mir jetzt leichter.
Selten ein Sieger gewesen, wie damals wird's nie mehr sein. Wir vermissen tut niemand, fühl keine Liebe für niemand. Auf der Straße weht der kalte Wind. Im Kalender ist Chaos, wieso brennt hier im Nahost? Ich bete jeden Tag nur für euch. Auf meinem Pass steht ein Name, ich hasse die Frage. Ich senk meinen Blick richtig Boden, lass mich los. Fühl keine Liebe für niemand, sehr selten nur Lichter. In meinem Herz nur Mieter, pack der Schmerz in die Lieder. Fühl keine Liebe für niemand, auf meinem Bett bin ich Krieger. In meinem Herz nur Mieter, fühl keine Liebe für niemand, fühl keine Liebe für niemand. Fühl keine Liebe für niemand. Fühl keine Liebe für niemand. Heute ist so ein Tag. Fühl keine Liebe für niemand. Ladies and Gentlemen, das wär's gewesen von heute. Rap Witness Day. Merci vielmals, MD. Yes, merci Music, dir. bist stark gewesen. Dankeschön. Wirklich Merci für geil, die Einladung. danke. Merci dir auch. Merci, haben wir Also, dürfen da sein, Bro. Arsch und Markus. Merci. Dankeschön. Und merci an euch. Shoutout 14 Zuschauer in dem Moment, Yeah. die noch da sind. Und ich würde sagen, tschüss zusammen. Ciao zusammen. Peace, merci, ciao. Danke. Vierter Monat Abo. Und mach das nächste Mal 50 draus. Ja, Bro, weißt du, ich meine, der OG hat das letzte Mal 185 Sachen bekommen. ja. Da kommst du hier Nimm mit dir viel. nimm dir ein Beispiel an, dann schämst du dich eigentlich nicht hier für P, West P in the house. Hi, Habibi. Was geht, Bro? Die Legende. Grüß in Westen. Grüß in Westen. Beste Mann. So, ladies and gentlemen, ich habe keine Ahnung von Botanik, Mann. Also so wie ich jetzt Musik mache, Schön, hat er alle eingeschaut. Rap Witness Day, bald der Nationalfeiertag. Ihr wisst es für die Zeit. Ja, ja. Jeden Mittwoch, 4 Tage frei. wie TV Total jetzt, der neue TV Total. Der neue Stepan Rabier. Die Gang ist um. Und wir brechen heute den Rekord. Wenn wir den Rekord heute brechen, dann machen wir ein Freestyle-Giveaway von mir. Dass ihr wisst, was für die Zeit ist. Und wenn ich sage von mir ein Giveaway, dann ist nicht etwas für 10 Stutz. Wagwan. One Love. Ihr könnt alle die Jacke hier. Ich werde noch etwas auslesen von da, von Du hast schon geile Chris Brown. du hast geile Kleider. In diesem Sinne, Ja, Chris Ja. Brown hat angerufen und gesagt, ich wollte meine Kleider zurück. Verständlich. Ich gesagt, verpiss dich. So. Direkt gegen Nummer blockiert. Blockiert. Ich kenne Leute, die für viel weniger, viel Schlimmeres machen. Ich kenne noch Leute, die die Münze suchen, Teufel in die Hosentasche. Merci noch für die Follow, Ice Cream TV. Lust auf Glas. Kiwi, schwöre, Alkohol, das Jimmy. Lust auf Glas. in diesem Sinne, Und da hat noch so einer geschrieben, so einen komischen Vogel 696 SMD, darf ich Autogramm. Bro. Wie wollt ihr dir Autogramm geben, Bro? wenn Wann du- mal der Spaß, wenn du Alter. Der ist die sagst, ganze Ja, Kontrolle ja. hier. Wer ist das? Der ist vom Film, anderen, der ist so vom dumm. anderen Streamer. Big Mac, bann den direkt für 2 Wochen, Digga. Was stimmt bei dir nicht? Fuck. Wir sind stumm Oh mein gestanden. Gott. Wir hatten schnell eine Besprechung hier gehabt, gesagt, hätte nicht dürfen hören wegen Twitch und so, aber alles gut, weiter geht's. in diesem Sinne, Sind wir? Bro, ja, das ist so eine Frage. Du hast immer Uhren die Models und so bei deinen Clips, Mann. So. Also für die Frauen? Ja. In den Clips? Ja. Von wo nimmst du die auch ab? Also die meisten sind nicht von irgendwelchen Agenturen oder Booking-Firmen an. Mhm. Und ja, das, also so überschrieben Instagrams. Okay. Wir reden dann weiter. Und weiter geht's mit. in diesem Sinne. One.
Kijk me niet auf Teier. Es gibt nur einen Mann, du weißt es. Also wer ist hier der meiste? Big Boss Entertainment. Big Boss